Eine mysteriöse Person namens Whis teilt den beiden Saiyajin mit, dass das stärkste Wesen im Universum, Gotteszerstörung Virus, gerade die Einleitung übersprungen hat. Ja, willkommen zurück, Freunde, zu Dragon Ball Z Kakarot. Ihr seht schon, ich habe, wie bereits erwähnt, offscreen trainiert. Das war jetzt wirklich nicht weiter schwierig. Das ging sehr, sehr schnell, muss man sagen. Aber nicht mal 15 Minuten oder so. Waren noch 2 Kämpfe und dann hat man halt da ein bisschen was im Weihwasser bekommen und zack, hatte man schon Stufe 150. Will ich jetzt deswegen bereits hier von der Stufe Kaio trainieren? Nö, will ich nicht. Oder zumindest noch nicht, denn wir switchen erst einmal zu Vegeta und machen ihn zum Saiyajin-Gott. Oder Super Saiyajin-Gott, wie es ja eigentlich heißt. Wo ich mir mit Vegeta auch ein bisschen speziell vorstelle. Weil, ja, ich sage es mal so, wie Whis bereits im letzten oder vorletzten Part, also zumindest was darum ging, das DLC zu starten oder die Einladung zum Super Saiyajin Gott wird und so, hat er erwähnt von wegen, ja, ist ein bisschen cheaten und so soll das gar nicht laufen eigentlich, bla bla bla. Aber trotzdem war halt Son Goku derjenige, der halt durch das Ritual zum Super Saiyajin Gott wurde. Soweit stimmt das ja. Aber Vegeta war ja der einzige von beiden, ich glaube sogar bisher der überhaupt einzige Saiyajin, der den Super Saiyajin Gott durch Training erreicht hat. Gut, klar, Whis musste ihm zeigen oder erklären, wie das geht mit dem God-Ki und so. Aber trotzdem, er hat es ja durch eigene Kraft geschafft. Und das muss ja hier irgendwie anders laufen, also schätze ich jetzt mal. So wie bei Son Goku. Und aber das klar ist, die Herausforderungen nehmen im Verlauf drastisch an Schwierigkeit zu. Vergiss das nicht. Ja, ist klar. Ist klar, alles super. So, Einsteiger. Jo, besiegen gegen mit einem Superangriff, besiegen gegen einmal schon einen Nahkampfangriff zu. Das werden wir sowieso nicht schaffen. Es ist ja nur Stufe 5, das heißt, machen direkt platt. Doch, sind sie. Nani? ご安心を。修行はまだ続きますよ。これまでやってもらったのはいわばウォーミングアップ。ここからが本番です。今のあなたはようやくもっと強くなるための基礎ができたといったところでしょうか。基礎だと。次は私と実戦形式の試合をやってもらいます。もちろん思いっきり攻撃して構いませんよ。なめ。あなたがいいならすぐにでも始めますが、どうでしょう。心の準備はできていますか。Besiege Whis, Super Saiyajin, der legendäre Krieger. Bei Vegeta wird sowieso schneller gehen, weil er im Gegensatz zu Goku weniger Transformation hat.いい感じですよ、ベジータさん。この程度、俺はさらに強くなってみせるぞ。Vegeta kann sich jetzt in einen Super Saiyajin verwandeln, wie bereits schon gefühlt 80 Folgen zuvor. Super Saiyajin. それならずいぶん前に得得しているぞ。おや、そうでしたか。ならば、こち。Ja, danke. これは。Das ist Cheaten, Vegeta. この調子で次の。Super Saiyajin 2 neue Legende, ja, gut. Ich meine, geil wäre es doch, wenn man hier auch einen dreifachen Super Saiyajin für Vegeta freischalten könnte. すぐに誰よりも強くなってみせる。このベジータ様をなめるなよ。この前に比べて体の使い方が Stark ist er wirklich, mein 30 Level tiefer und macht ja trotzdem noch Probleme. まだだ。俺はさらに強くなってみせる。
今回はここまでとしましょう。よく頑張りましたね。Der zweifache Super Saiyajin. Optisch keine Veränderung. Außer den Blitzen. Eigentlich müssen Vegetas Haare ein bisschen stacheliger und vor allem mehr zur Seite hinweg sein. Super Saiyajin 2か。それならずいぶん前に得得しているぞ。おや、そうでしたか。ならば、こっち。So, und jetzt bitte dreifacher Super Saiyajin. Das wäre geil. 頑張ってるね。結構結構。ビルス様。あれからどうだい？ベジータはちゃんと強くなったんだろうね、ウィス。そうですね。まあ、今の段階でもこの宇宙においてトップクラスと言っていいかと。よし、それならさっさとスーパーサイヤ人ゴッドになってもらおうか。スーパーサイヤ人ゴッド？スーパーサイヤ人ゴッドとは6人の正しい心を持つサイヤ人によって一時的に生み出されるサイヤ人の神を指します。つまりベジータさんとあと5人のサイヤ人がいればスーパーサイヤ人ゴッドになれるというわけです。まさかそんなものがあるとは。しかしサイヤ人5人か。それはまあそれについてはベジータさんは考えなくていいですよ。私が何とかしますので。ごちゃごちゃうるさいぞ。貴様はウィスに任せておけばいいんだ。はい。というわけで今すぐにでもゴッド化の準備を始められますが、どうしますか？ Jo, das bin ich. わかりました。それでは私の方で準備をしますので少々お待ちを。Um Vegeta zu helfen, zum Super Saiyajin Gott zu werden, ruft Whis Son Goku, Son Gohan, Son Goten und Trunks herbei. Trunks eine ganz einfache Ausführung. Genau, und zwar einmal auch der aus der Zukunft. Weil dieser Whis schert sich einen Dreck um Zeitreisen. Ist ihm alles scheißegal. Die Saiyajin folgen Whis Anweisungen und beginnen mit dem Ritual. Also das tun, kann Vegeta endlich ein Super Saiyajin Gott werden. スーパーサイヤ人ゴッド。ようやくか。待たせやがって。申し訳ありません。まあまあビルス様、ベジータさんがゴッドになれたんですよ。これで思い切り戦えるというものじゃありませんか。まあ確かにそうだが。おいベジータ、覚悟はできているんだろうな。もはや逃げられん。やるしかなかろう。だが覚悟するのはそっちだ、ビルス。これほどの力があれば貴様なぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったらすまんな。死んでたまるか。せいぜい楽しませてくれよ。Ich denke schon. Wobei eben, schade natürlich, dass man so halt seine Leistung aus dem Kanon eigentlich für den Arsch tritt. Weil es war einfach halt anders, muss man einfach so sagen. Dass er eben dort halt durch Training geschafft hat, alleine, quasi auf sich gestellt und so. Und keine Hilfe brauchte. Also was sonst keiner geschafft hat. Aber natürlich bei Son Goku so macht ihn mit dem Training, ja, Kaioken, Super Saiyajin, zweifacher Super Saiyajin, dreifacher Super Saiyajin, erst dann kannst du loslegen und hier sagt man irgendwie, nö, Super Saiyajin, zweifacher reichen, den dreifachen braucht er gar nicht. Dabei, Vegeta als einfacher Super Saiyajin gibt es in so vielen Spielen. Allein schon in Raging Blast 2 gab es ihn.
Und dann hat Vegeta eigentlich den Move drauf. Eigentlich hat er einen anderen. 結構頑張るじゃないか。なんてやつだ。この俺の攻撃が効いてないのか。Es hat Beerus. Geht aber gar nicht mal so schlecht voran. Na, was macht er jetzt? Genau, das macht er doch. Oder Date macht was anderes. Na, da kommt er erst jetzt. Glück! Das hat nichts mit Glück zu tun, das ist Können. Soll ich endlich mal los? Ja, jetzt. Das habe ich auch. Gelikan!なるほど、やるじゃないか。ギリギリ9大点かな。雑なところもあるけど、そこはまあこの先に期待ってところか。では合格ということですね。おめでとうございますベジータさん。よかったですね。合格？ええ、実はもしゴッドの力を扱いきれなかった場合、ビルス様はあなたを消してしまうおつもりだったんですよ。しかし暇つぶしに付き合うだけだと。スーパーサイヤ人ゴッドにまでしてやったのに、暇つぶしにもならんようなやつは不要だからね。だがお前は扱えた。今後の暇つぶしのためにも生かしておいてやる。スーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。分かっているな。その力下手に使うんじゃないぞ。もしバカなことに使ったらその時は消しに行くからな。はい。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。お疲れ様でしたベジータさん。これにて修行完了です。疲れた。強くなったのは間違いないが、
トレスで胃が。何やら体調が悪いようですが、一言いいですか？なんだ。もし修行をもう一度受けたくなったら遠慮なく言ってください。ビルス様を満足させてくれたお礼です。いくらでも修行をさせてあげますよ。わかった。Du kannst nun im Subangriffsfähigkeitenbaum Götter Hitzeblick erlernen. Okay. Oh Mann, Freunde, was ein Stress, da muss ja Vegeta zustimmen. Aber eben, schade, ich finde es natürlich auch insofern schade, wir wissen ja auch bereits, gut, nicht aus dem Kanon, aber halt aus dem Dragon-Universum, dass er zum Beispiel, okay, gar nicht, mal kurz irgendwie switchen, dass er mitunter ja auch andere Saiyajin, also nicht nur Vegeta und Goku, sondern zum Beispiel auch Trunks, also so Future Trunks oder Xeno Trunks, aber egal, ja auch einen Super Saiyan Gott erreicht haben. Ich meine, warum nicht auch Gohan und so? Was wäre jetzt so schlimm daran, wenn man hier einfach mal sagen würde, hey, Gohan könnte zum Beispiel auch zum Super Saiyan Gott werden? Das sind so Dinge, wo ich mich schon ein bisschen wundere und frage, warum nicht? Warum Vegeta hier jetzt nicht einen dreifachen Super Saiyan geben? Einfach so als Plot-Twist. Was würde dagegen sprechen? Naja. So, immer ganz kurz, Vegeta noch ein bisschen skillen. Wenn es nachher ein bisschen schneller geht. So, dann haben wir das. Jetzt mal bei Vegeta mal gucken, was wir hier noch machen können. Da haben wir soweit schon alles durch. Dann haben wir hier einen Götter-Hitzeblick. Sehr schön. So, hier einen Finisher lernen. Besser der Todesstoß, A-Todesstoß und so. Mhm. Komm, dann kann man rein switchen, mal die Moves. Okay, dann natürlich die Frage, was ist der Götter-Hitzeblick? Was ist ein Keystrahl? Kann durch Abbruch eines Nahkampfangriffs ausgelöst werden und das Treff auf kurze Distanz vereinfacht. Ja, ist es jetzt irgendwie ein besserer Limit Breaker Gallic-Strahl oder wie darf ich das verstehen? Stimmt, wie geht er mittlerweile ja ultimative Schnellfeuer-Keywell als auch dem Folgeenergiestrahl war. Deswegen war ich vorhin ein bisschen verwirrt. Okay. Ich versuche es mal so, einen Götterhitzeblick stattdessen. Super Final Flash, super Urknalltag, lass ich mal. Und wie geht hat so viele geile Moves. Final Flash, Gallic Gun, jetzt Götterhitzeblick. Du kannst halt irgendwie alles nicht verwenden, das ist ein bisschen doof. Ja, ein Super Saiyan Gott, ja gut, macht bei ihm insofern ja Sinn. Was ich uns eher gerade gefragt habe. Da kann man die Moves hier unten gar nicht ausrüsten. Also die hier unten. Die sind einfach generell drin, oder was? So, so gut, bereits Level 150 erreicht. Die sind bei 200, werden wir natürlich auch noch hinkriegen. Das ist ja eher die Frage, was mache ich jetzt mit Let's Play noch, oder? Weil, ja, eigentlich sind wir ja soweit mehr oder weniger durch, kann man eigentlich sagen. Natürlich DLCs fehlen noch, da ist klar. Gar kein Thema. So, Super Saiyajin Gott. Oha. Jetzt fangen langsam ein bisschen viele Kugeln, wa? Alter Schwede. Da gehen da die Kugeln aus. Hätte ich jetzt nie gedacht. Okay, gut, ich meine, zu Not Shenlong rufen und ein paar neue Kugeln bestellen, das geht dann schon. Hui, 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 hui. Tja. Muss ja fast, wa? Also, Son Goku ist aber klar. Ich vergesse Kidama statt Ryuken drin, einfach als Teampartner, ja. Gott kann mir jetzt auch eine Option, aber ne, ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. König des Ki, wieso hat eigentlich Vegeta den Move nicht? Egal, so. Super Saiyajin Gott. Gut, ich würde trotzdem mal sagen, mal nachgucken.
Ach, jetzt kommen die Sidequests dran, wa? Also meinen wir, von denen wissen wir ja, zum Beispiel Götter gegen Gott, genau, die würden ja jetzt gehen, oder Kochrätsel. Weil da geht es auf Stufe... Aha, das ist Stufe 200, das ist Stufe 250, okay. Lass uns mal ganz kurz nachgucken. Also Limit Break muss jetzt wohl nicht mehr machen, das wäre ja soweit durch, genau. Dann haben wir die Dinger noch. Ach, muss jetzt mit dem WG nochmal durchgehen, das Ganze. Okay. Jetzt setzt er auf Ultra Instinct ein. Wie fies ist das denn bitte? Das ist doch fies und mies. Oder mal schnell gewinnen. Wir haben einmal einen Werteboost. 50 mal Schaden. Okay. Zum Glück haben wir im Community Board fürs Training haben dafür gesorgt, dass wir doppelt so viele Erfahrungspunkte jeweils kriegen. Ach, das ist der Götterhitzeblick. Schade, wollte gerade mit dem Finger schon nachlegen. Also mit dem Götterhitzeblick wollte ich gerade nachlegen. So, machen wir den dann ganz kurz. Dann sind wir mit Vegeta und Goku auf dem gleichen Stand und dann fehlt bloß noch der letzte. Das scheiß Ding, da gab es einfach nicht, ey. Oh oh, hab gleich keinen Key mehr. Oh, das war knapp. Haben die Zeit und die Zeit nicht geschafft. Götterhitzeblick. Oder Hitzefinish oder whatever. So, haben wir das auch. Fehlt hier also noch die Stufe Kaio, beziehungsweise noch das andere. Das ist doch soweit gar nicht mal so schlecht. Also gut, Freunde, machen wir es so. Ich werde jetzt offscreen keine Z-Kugeln farmen, obwohl es gar nicht mal so eine schlechte Idee wäre. Ne, die holen wir mit Dragon Balls fertig. Ne, ich mache es jetzt so. Ich werde jetzt noch Vegeta Stufe 150 trainieren. Vielleicht, oder machen wir sogar erstmal Stufe 200 direkt. Für beide. Bin noch ein bisschen unschlüssig. Eben dafür. Ja, komm, mach Stufe 200 war. Komm. Also trainiere Goku und Vegeta offscreen auf Stufe 200. Dann machen wir hier weiter. Das heißt, wir machen mit beiden noch bei Whis noch sein Training, also die Stufe Kaio. Dann machen wir die eine Sidequest hier. Und dann kommt es darauf an, wie lange das Ganze dauert. Ob es eine Folge ist oder 2 Folgen, je nachdem, wenn wir dann halt noch die letzte Sidequest hier machen mit Götter gegen Gott. Und dann müssen wir eigentlich das DLC soweit durchhaben. Und Z-Kugeln farmen und so. Wie gesagt, das kann ich alles offscreen mal machen. Bis zur Pause, bis zum nächsten DLC da. Und ihr seht, hier, der fehlt immer noch. Wenn ihr diese Folge seht, wird von der DLC schon längstens raus sein. Schon längstens. Aber egal, ihr macht dann alles frisch und munter. Locker drauf, wenn es soweit ist. So, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Z. Gods of
Gods vs. Gods oder Gods of Saiyans oder kein Plan. Super Saiyans in Gods. Irgendwie so. Bis dahin. Bye bye.